jetzt ein bisschen hier vorschattieren, Foreshadowing. PO ist toll, aber kann man hier auch gut jemanden kennenlernen? Vielleicht meine Tochter? Die dich dann abserviert? Wir haben ihn nicht abserviert. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Wir haben ihn nicht abserviert. Wir haben uns für jemand anderes entschieden. Aber trotzdem gesagt, du bist ein toller Kerl. Wir haben ihn abserviert. So. Freitag, 27. Dezember. Morgens. Hier stehen wir. Es schneit noch immer. Wetter ist schön, Himmel ist hübsch. Aber wir müssen arbeiten. Ja, es hilft alles nichts. Jetzt pass mal auf, was steht denn heute auf dem Planer? Das ist der Routenplan, den will ich nicht sehen. Ich will wissen, was ich heute auf meiner... Ah, ja. Eisangeln mit dem Robertje. Dann gucken wir uns mal an, wie wir die Route heute planen. Ich würde sagen, hochfahren, die da abholen, dann im oder gegen den Uhrzeigersinn. Nee, guck mal, da unten ist nichts. Also es ist nur hier oben, das wäre voll dumm, so im Kreis zu fahren, weißt du? Okay, Planänderung. Paket abgeben, Briefe und Paket abgeben, Reihenfolge egal. Dann fahren wir da runter, holen die da. Hier kann man schön wenden, da ist es keine Sackgasse. Dann fahren wir hier zurück. Tun die zwei ausliefern und dann ab nach Hause und zum Robertje mit dem Ämer und dem Hockersche und dann gehen wir ein bisschen angeln. So. Ja, und muss man immer hupen. Ah ja, Paket. Hier. Wir parken natürlich in Fahrtrichtung. Da, wo man nicht parken soll. Wir sind die Post. Wir dürfen das. Und jetzt lassen wir uns mal schön viel Zeit. Oh, ja. Indem wir zum Beispiel unsere eigentliche Arbeit vergessen. Ja, wo ist er denn? Der Paket. Main Street. Ich nehme mal das da so lange. Auf geht's. Machen wir die Klappe hinten zu. So, jetzt hat... So, da steht's. Jetzt weiß ich nämlich, wo es ist. Was steht da hinten? With a good book, you share the best stories. Okay, wenn du das sagst. Hi, Beth. Hi, Hallöche. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And... thank you again for a lovely Christmas dinner. Jo. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great Können wir jetzt time. aufhören mit Bauchpinselung hier? Ich krieg noch Borsten auf dem Bauchnabel. So. Nochmal zu Neuigkeiten. Nicht immer. Das ist ein bisschen aggressiv. Lästern wollen wir auch nicht. Komm hier. Guck mal da. Da geht gerade ein Kunde. Hat der nicht was geklaut? But about that news of yours. I was afraid it would perhaps put a dampener on the evening, but I was happy we could celebrate together nonetheless. Na, das war... Also, ich verstehe, warum der Süden It was a verlockender bit ist. Vor allen unexpected, Dingen... But I can understand why the grass is greener in the south for you right now. Ja, natürlich My kann er reason verstehen, for warum das leaving Gras is grüner im Süden ist. wonderful Weil da for überhaupt sure. erstmal Gras zu sehen I can ist. only count Da liegt myself halt keine fortunate. Schneedecke drauf. And I So. wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you too. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Kundschaft. Du bist eine wandelnde Bibliothek. Immer das passende Zitat zur Hand. Ist hübsch, würde es mir aufschreiben. Ich habe meinen Stift vergessen. Wir nehmen das. Aber ich habe letztens etwas festgestellt. Achtung, jetzt wird's wieder hier religiös. Und zwar, ich habe immer gedacht, dass die Pfarrer, also ich bin immer noch katholisch, warum auch immer, weil ich so faul bin zum Aussteigen oder wie man das nennt, dass die da sitzen und ihre Predigt dann schreiben und dann halten sie die, also die schreiben sie irgendwann und dann halten sie irgendwann die Predigt, so. Und dann sitzen sie da und überlegen sie, die lesen so in der Bibel, du kannst ja das, was in der Bibel steht, nicht, also du kannst schon vorlesen, das ist kein Problem, aber das verstehen, also das ist schon ein bisschen komplizierter und so alt, ne, so spricht heute keiner mehr, so. Und dann sitzen die das und schreiben das so um,
dachte ich mir, ja, und er ging zu dem und der ging zu dem und dann schreiben sie das so um, ja, der ist halt ein Übergang. So ungefähr, ne? Und dann halten sie da die Predigt, alles ist gut. Stell dich fest, nö. Also, ja, aber nö. Es gibt ganze Bücher, wo das einfach schon vorgefertigt drinsteht. Die müssen sich dann einfach nur noch die Passage raussuchen, machen mal ein Lesezeichen rein, wenn sie sogar zu faul sind zum Abtippen oder so, und lesen es dann einfach vor. Und es ist sogar geordnet mit, so von wegen, ja, im Trauerfall, gehen wir auf Seite 70, da stehen so die Dinger, was du runterreiern kannst. Wenn, keine Ahnung, normaler Dienstag ist, dann geh auf Seite 92 und dann kannst du hier das sappeln und ja, also war ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, die haben da, also das ist da mehr, also dass die da selbst tätig werden müssen. Können sie natürlich trotzdem, aber dass sie schon mal Bücher haben so, ja. Und dann haben sie auch Bücher, wo genau drin steht, wie das Ganze abzulaufen hat. Also, weil wenn du hier am Messwein trinkst, wie du hast das ehrfürchtig zu trinken, stand da drin, ja. So, war ich schon, was heißt enttäuscht? Wie kann man, es ist halt, es ist mir eh egal, ne? Sagen wir, es ist mir egal. Aber dann halt noch zu sehen, ja, den scheinbar auch. Also, ja, egal. So, du bist eine wandelnde Bibliothek, Beth. Immer das passende Zitat zur Hand. Vielleicht hat es ein Buch You're like drunter a liegen walking mit Zitaten drin. Beth. Always a fitting quote. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Ja, aber, nö. No. Even though I love my daughter like crazy, Nah. she never stops working. Ja, So moving out there wouldn't make much of a difference, I don't think. She's just like me, I guess. Can't sit still. She just takes bigger steps. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. ja klar. Also, ja, ich bin, ja klar, der Postmann. So, ich bin ja Postmann. So, ich würde auch sagen, ey, das mögen jetzt andere anders sehen, aber du musst nicht so nah an deiner Familie wohnen. Es ist, also es kann auch ganz praktisch sein, wenn man nicht so nah dran wohnt. Also, zumindest, wenn man eher introvertiert ist. Dann ist man froh, dass man seine Ruhe hat und nicht dauernd irgendwelche Leute bei einem rumsitzen, auch wenn es Familie ist. So, hast du wohl recht. Der Dienst, der unsere Nation verbindet. Binding the nation together. Well, I won't keep you any longer, Thomas. Als I need ob to sort through this new die delivery Snail-Mail. you've just So. brought in. Ja, And believe you mach mal me, hin. that's going to take me a while. Ja, da will ich jetzt auch nicht dabei stehen. Vielleicht ist es Zeit für eine neue Brille. Mit solchen Sachen muss man sich I einfach Zeit lassen. understand. Lass dir Zeit, It's ist best to dein take your Laden. time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. Was ist denn eigentlich mit ihrem Welcome, Laden? Adam. Also, ja klar, See you, Beth. den wird sie jetzt nicht irgendwie. Warum eigentlich nicht? Wir reden hier von Amerika. Ich wollte gerade sagen, die wird jetzt nicht ihr Haus einfach auf den Laster laden und da hinfahren und dann so. Doch. Geht? Ja. Mach doch mal die Tür hier zu. Du hast ja auch kein so Gebläse-Vorhangsdingens. Ist ja auch egal. Oh weh. Sorry. Tut mir leid. Post. Danke fürs Warten. Hat doch nur eine Stunde gedauert. Okay. Komm, wir fahren gleich links rein. Hier. So. Dann haben wir das gleich hinter uns. Ich würde sagen... Pass auf, das machen wir einfach auf dem Rückweg. Schalalalalala. So, ich darf doch eure Einfahrt benutzen, ja? So, erstmal aussteigen. Es ist nur Post, so wie ich das sehe. Jawohl, also Briefpost. Alles klar. Für den wunderschönen Schneemann kriegt er von mir ein Briefchen rein. Zack, Rechnung kommt. Und weil wir hier in Amerika sind, bin ich auch heute so faul zum Laufen. Es ist aber auch kalt. Fahren wir ein Stück bis da vorne hin. Ich schätze, der hier ist nämlich kein anderer mehr da. Zack. So, rein mit Fancy dir. handwriting on this one. Fancy Hand. Oh, hier sind aber viele hier. Da war hier Ansichtskarten, alles dabei. Alles klar. So. Weiter geht's. Wir wollen quasi... Ja, komm, scheiß drauf. Stoppschilde darf man überfahren, wenn man vorher hupt.
Das Gesetz ist bekannt, weiß jeder. Lies es nach. Oder schon in der letzten Folge, da habe ich es auch nochmal erklärt. So. Schön nebenparken, wie sich das gehört. Diesmal ist es ein Paketchen. Na. Pakete haben wir hinten im Auto verstaut, nicht vorne im Motorraum. 105 East 4th Okay, Street. let's get this to its destination. Also, das ist aber ein klitzekleines Paketchen, ist das? Ein klitzekleines Paketchen. Ding dong, ich habe ein ganz kleines Paket. Nobody's home. Oh. Dann schmeiß es einfach vor die Tür. Schön in Schnee gelegt, jawohl. Wahrscheinlich hat sie sich ein Pfund Mehl bestellt. Das wird jetzt schön, wenn sie dann nach Hause kommt, kann sie noch Hostien backen und das war's oder so. Da. Hat er mir doch glatt. Ich hab noch nicht gehupt. Jetzt aber. Platz da. Ich hab Vorfahrt, ich hab gehupt. Wollte ich nicht andersrum fahren? Ja, eigentlich schon. Habe ich schon wieder vergessen. Nee, warte mal, das ist ja komplett falsch. Das müssen wir mal gucken. Wo bin ich denn? Ja. Hier ist es, nee. So. Jetzt sind wir wieder richtig. Alles klar. So. Da, Hauptstraße runterfahren. Ist das überhaupt die Hauptstraße? Ja, Main Street. Ja, würde schon sagen, dass die Main Street die Hauptstraße ist. Unten fahre ich dann rechts. Ach, das freut alle nicht nativ Deutschsprechenden, wenn ich die Buchstaben so schön ausspreche. So, ich habe Vorfahrt, ich habe gehupt. So, jetzt gib mal ein bisschen Stöffchen, Junge. Ich will hier zum Eisangeln mit dem Robetsche. So. Da gucken wir über Stadt und Land. Und Musik, die läuft halt so. Was ist denn mit dem Radio passiert? So, jetzt gleich Handbremsdrift. Naja. Haben wir schon mal besser gesehen. Aber nicht vom Thomas. So, stehen bleiben. Wir müssen in die alte Straße. Vintage Street. Ja, sag ich doch. Part and parcel. Part and Parcel. Rotes Päckchen, rotes Mädchen. Was ist also die deutsche? Da ist jetzt die deutsche Übersetzung. So schön. Dingelingelingeling. Ich habe wieder ein klitzekleines Päckchen. Ist auch keiner da. Okay, dann lege ich dir einfach vor die Tür. Ein klitzekleines Päckchen mit Mehl drin. Also Mehl. Steht da? Mach mal hier. Ja, komm. So. Eben dachte ich, da steht ein Weihnachtsmann. Ist das einfach nur ein Gulli? Ein Hydrant, meine ich. Ein Hydrant? So. Hier. Ende des Jahres Rechnung vom Haus der Finanzen. Ja, Haus der Finanzen. Aus dem Ausland. Haus der Finanzen aus Puerto Rico. Puerto Rico! Dios míos! Por favor! Burro! War das halt eine Mischung aus Spanisch und Portugiesisch. Mein Gott, da gibt's Schlimmeres. So. Hier haben wir alles, ja. Schön in die Straße reingehupt. Oder den da vorne, den kriegen wir, oder? Den ballern wir von der Straße. Ehrlich jetzt, wenn ich den erwische, baller ich ihn von der Straße. Weil ich's kann. Weil ich Post bin und er langsam ist. Soll er sich Schneeketten drauf machen, wie andere Leute auch. Und dann kann er auch mal ordentlich Schlag kriegen. Der ist ja wirklich langsam. Na dann. Hey Junge, alles klar? Hast du schon mal da drüben dich umgesehen? Hoppala. Wo ist die Musik hin? Radio ist kaputt. Ah, da kommt sie. Nee. Komisch. Da ist ja noch einer auf der Straße. Oh, ein Fuchs. Oh, den wollen wir nicht zusammenfahren. Das ist ein guter. Uah. Shit. Ich hab's verpasst. Ja, mach mal auf dem Rückweg. Mach mal Platz. Auch in Kurven, in Linkskurven darf man auch links überholen. Wenn man vorher hupt. Ist bekannt. Lies es nach. Oh ja, ins Diner.
Dann gehen wir ins Diner mit einem schönen Paket. Was da wohl heute drin ist, was da wohl heute drin ist. Wir gucken gleich mal rein, wir gucken gleich mal rein. Nee, mach mal nett. Belated Christmas gift? Postgesetz. Maybe. Oder wie das heißt. Was ist denn hier los? Da fliegt ein Vogel. Ui, da fliegt doch ein Vogel. Ein sogenannter Schattenvogel. Da ist noch einer. Alles voller Vögel. So, ist dann... Ah ja. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. Ach, das sind die... According to this, Genau, die mit der it Kamera. offers damn fine views. So, Ach du Scheiße. Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Come on Gabe, over. we don't have time for Come on idle over, chit-chat. baby. He can help us out, Ilsa. Ja, na klar, No one klar. knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Yep. Hallo Mr. Serrano, Miss Richter. Nö, da sage ich lieber gar nichts, wenn man nicht zuerst die Frau grüßt. Guck mal, wie die da freudig schon auf mich wartet. Sag was, sag was. Vielleicht kenne ich die Stadt zu gut. Ganz recht. Quite right. What do you need? Das brauchst du, yeah, Gabe, Kollege. what do you need? Ja. Well, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. Geh doch in diese kleine It's great, Kirche da. but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well, Der Anglerladen kannst du ruhig hingehen, der ist aber nicht da. Den Wachturm am Eagle Peak, den finde ich schön, der wird als geknutscht. Jack Reynolds Bauernhof. Es kommt drauf an, was sie wollen. Ich meine, ein Wachturm ist halt einfach ein Wachturm. Ich würde sagen, den Bauernhof, weil der nämlich der Radiomoderator ist. Jack Reynolds Ja, es seid ihr Farm. quasi in eurem Not just Metier. for the place, but for the man. He might be the most interesting character in all of Providence Oaks. Excuse me, Mr. Thomas Theodore Wise? What am I, chopped liver? Ja, Maureen Mettbrötchen sind Hennessy, niemals of course. langweilig. Vielleicht, wenn Hey, keine Maureen. Zwiebeln drauf sind. Now, here's your coffee, folks. Sorry for Aber the delay. selbst ein langweiliges Faucet's been Mettbrötchen acting up ist ein gutes again, Mettbrötchen. So. Which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? Um was geht's? I can take a look. Ja. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley? Someone who does know what he's Nein, weiß er doing nicht. Er is weiß nur, wie coming man in. Dinge anguckt. Show him where the Er hat busted sich das faucet Auto is. auch schon angeguckt. And Nicht mehr, stay out nicht of his weniger. way. Er hat das Auto Ashley's a angeguckt. sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Na, der ist eigentlich schon in Ordnung. Versteht er wirklich was von Wasserhähnen? Does he actually know anything about faucets? Yeah, you're in good hands, Oh, Maureen. was? Gabriel Wirklich? may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. Ja, But komm, man other kann, man than kann that- jetzt nicht alles können. Also irgendwo muss Is dann auch that a einmal fact? aufhören, ne? Well, in that case, I can think Ja of a few klar, more gleich mal things he eingespannt. could Hier, mach fix mal. around Mach mal here. alles hier. Kriegst If auch kein that's your Geld. drift. Kriegst einen Kaffee. Wir tun sonst etwas. We'll just pretend we didn't. Hast du wieder hear that, geflucht, right? ja? Hab ich nicht zugehört, weil... Let me just go check him out. Check on him, I mean. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hört sich jetzt aber... So, So. anyway, Ich sollte gehen. Also Richter ist ein deutscher Name, oder? So wie Weiß. Oh, ja, ja, ja. So, wait. You had the Connor Price experience the other Aber day. echt, hey. Have you recovered yet? Ich hab... Ja, erst das I Mutzige actually gekriegt und dann das encountered him outside Schleimige. the Und ich weiß nicht, was ich hotel schlechter yesterday fand. Diesmal war er deutlich netter. Ihm qualmt immer noch der Kopf. Wir haben uns wenig über eure neuen Pläne we had a unterhalten. nice chat about your new plans. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Yes. How did you know? That's Wenn er his was go-to will. when he's forgotten your so. name. It's "Good to see you, man" for guys and "Hey, lady" for gals. Okay. Really? Interessant, der Typ. Ja, 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 ja. Wouldn't worry about it though. He called me Lisa for the better part of a year. Ja, komm jetzt. Connor's a lot. But I guess after this week, I can Mark, update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price wrangler. Okay. So. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah.
He's a big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated. So that's a welcome Alles antidote. klar. Sag mal, Well, now. Ja, Moment. Sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. na, Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. sag mal, also erstmal, wo kommst denn du her? Du hast doch eben noch den Typen abgecheckt quasi. Naja, Maureen, you shouldn't startle people ja, aber like echt. that. All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Ja, Faucet's all better now, Mo. er schleicht sich ja And genauso we an. should be hitting the road right about now. right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Ja, ja. These TV folks sure know how to liven things up, don't they? Aber sowas von. Indeed, Maureen. Indeed. Du hast noch nicht mal Connor Price kennengelernt. Sie sind auf jeden Fall das Gesprächsthema Nummer 1 in der Stadt. Ich glaube, wir sollten es nicht in ihre Angelegenheit. Geht's noch? Die mischen sich in unsere Angelegenheit ein. Dann mache ich das auch bei denen. Aber hallo. Talk of the town, all right. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting Nee. on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. Wow. Wie lustig. Ja, okay. Okay, jetzt pass auf. Ich als fürsorgliche Frau in der Beziehung würde jetzt halt einfach hingehen und sagen, ja, da rede ich natürlich mal mit meiner Partnerin darüber, ne? Aber, jetzt kommt das Aber. Und das werde ich ihr dann auch genauso verklickern. Die hat einfach Leute an Weihnachten eingeladen. Ich wollte da in Jogginghose einen schönen Weihnachtstag auf der Couch verbringen, Geschenke auspacken, Terminator 1 gucken. Was man halt so macht an Weihnachten und einen Horrorfilm und so. Ernsthaft? Check das aus, ist geil. An Heiligabend, wenn alles ausgepackt ist und der Bauch dick ist, einfach mal Terminator 1 gucken. Nur den ersten. Der zweite ist nicht so gut. Und von den anderen wollen wir nicht reden, aber der erste ist richtig gut. So. Egal. Aber sie hat ja Leute eingeladen. Ich habe gesagt, ja, okay, machen wir, ne? Dann hat sie Leute eingeladen, tralala, hin und her. Und deshalb würde ich jetzt auch hingehen und sagen, yo, wir werden da sein, das wollen wir nicht verpassen. Ich spreche mal einfach für meine Frau mit, ne? Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Yo, Mo. Ist euch eigentlich aufgefallen, nur, dass die Reporterin die Kleidung, vor allen Dingen die Ohrringe, also die Ohrringe waren das größte Zeichen. Wie hieß denn die eine von, oh, wieso will ich denn jetzt hinten reinklettern? Nein, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir können vorne fahren, wir haben auch vorne eine Tür. Dass die Ohrringe von der einen hatte, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, von Scooby-Doo. So. Dann muss ich rein. Ich habe so viel verpasst. Moment. Oh ja, da bin ich ein bisschen doof gefahren. Ja, das kriegen wir noch hin, ist jetzt ja gar kein Problem. Ja. Hab ich das schon wieder verpasst reinzufahren? Wie komme ich denn da eigentlich hin? Will doch nicht eine Wanderhütte sein. Ja, die hatte die Ohrringe, also nicht die Ohrringe, die hatte so Ohrringe, wie auf dem Auto von Scooby-Doo Blümchen sind. Wenn er versteht. Was ich meine. Junge, jetzt aber... Das ist jetzt aber hier wirklich ein... Da ist ja wirklich jemand. Ach, guck mal da. Das ist der Frank. Der Frank riecht... Der wohnt doch nicht in so einer schäbigen Hütte. Das zählt als Straße? Mensch, Frank. Also irgendwas machst du falsch mit deinen Sportwetten, wenn das deine Hütte ist. Moment, das ist... Oh, das ist nicht seine Hütte. Der wohnt da nicht. Der hat ein look kleines who's here. Geschäft mit Silvester-Raketen, glaube ich. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway.
Mhm. Wenn jemand Ali was verschicken muss, hast du keine Angst, dass Walter Morgan da auftaucht? Aren't you at least a little worried that Walter Morgan might show up? Morgan? I don't think so. Last time that city slicker tried driving in the snow, he totaled his car against the deer statue. Ja, hat er schon recht. Ja, komm, gib mich. Can't say that you're wrong there, Frank. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Wenn das Geheimnis ist, dass du gerade mit der Post Sprengkörper durchs Land schickst, sei froh, dass ich kein Raucher bin. So. Ich habe es immer versucht und selten versagt. Nicht, wenn ich dadurch Ärger bekomme. Not if it gets me in Ja, wenn ich trouble. dadurch Ärger kriege, dann sag's mir Don't einfach worry nicht. about it. Okay. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. Erzähl mir I'm mehr. selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, Schmeiß ich ins Feuer. let's just say you want to be outside Moe's Diner when the Oh. clock strikes 12 Ah, on New Year's Eve. oh. That sounds illegal and Und wie es der Zufall so will, habe ich schon zu ihrer Silvesterparty zugesagt. Solltest du dich lieber an deine Sportwetten halten? Das klassische Frank Coleman-Stunt. So lieben wir das. Ich werde einfach so tun, als hätte dieses Gespräch I'm going to nie leave stattgefunden. now. Was für ein Pretend we never had Gespräch? this Ich weiß von nix. Okay, Thomas, fair enough. See you at the office. And I hope you still enjoy the show. Ja, bestimmt. Alles klärchen, Popärchen. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Wer hat denn hier so blind geparkt hier? Geh mal. So, wir probieren es erstmal so. Ja, das ist natürlich alles geplant hier, Leute. Jetzt auch so. Ah, ein paar Schmauchspuren darf man schon kriegen. Da sagt keiner. So, jetzt habe ich's bald. Ich habe jetzt noch 2 Briefe auszuliefern. Die müssen jetzt da rechts rein. Hier war ich auch mal in der Pine Street, okay. Ich glaube, das ist der da oben. Haben die da wirklich einen Huhn? Ach nee, das ist da hinten. Guck, der Schlitten da. Das sieht aus wie ein Huhn, was nach rechts rennt. Eins ohne Kopf. Okay, ich dachte auch, die haben aber ein bisschen makabren Weihnachtsdeko. Das könnte glatt meine Idee sein, auch wenn ich nicht weiß, was ein Huhn another mit Weihnachten zu satisfied tun hat. customer. Aber ey, ich wusste ja vor ein paar Jahren auch nicht, was eine eingelegte Gurke mit Weihnachten zu tun hat. Jetzt weiß ich's. Und wenn ihr nicht wisst, von was ich rede, googelt mal Weihnachtsgurke. So. Das dann noch schnell abgeben. That's it for today. Und wir sind... Back to the post office. Ja, guck besser nochmal drauf. Frei! Ja, so, Feierabend. Zack, Auto stehlose, Schuhe ausziehen. Nee, wir müssen das Auto schön zurückbringen. Wir sind ja gut erzogen. So. Oh, das ist ein Polizist. Herr Polizist, ich verhalte mich richtig ordnungsgemäß. Ich hupe, wenn ich in die Straße einbiege. Okay? Sei froh. Sei froh, dass ich jetzt Feierabend habe. Sonst hätte ich dir mal gezeigt, wie man hier richtig fährt. Okay. Aussteigen, bitte. So, jetzt geht's zum Eisangeln. Robertsche. Haus der Familie Weiß, Freitagabend. Hä? Was machst du denn bei dir im Haus? Du musst doch Eis angeln. Ja, ich gehe ja dran. Mach. Hello. Very Ah. good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Willst du was Yes, verkaufen? sir. That would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. Okay. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Ernsthaft? Now that you mention it, Du hast da wirklich mitgemacht? Ich dachte, das wäre so ein Verarscher-Anruf. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. Ey, cool. Lass mich raten. Sie fliegt Grand nach Prize? Florida? Wow. Ja, aber doch hoffentlich nicht über Fantastic. Silvester. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit?
No problem, Mrs. Weiss. Der Preis ist eine Flugreise nach Florida. Das habe ich doch gesagt. For two. Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Sie hat Honey, ihren Mann we gewonnen. Ist das won! nicht Gewinn I'm talking to a genug? gentleman from flying to Florida. And he says we've won a 2-week holiday for two. Der soll aufhören rumzuspinnen. Wahrscheinlich will er uns so eine Timeshare-Hütte aufschwatzen. Ach, hör doch auf. Florida? Boah, ja da, hier, guck. Tell him he's dreaming. It's probably a timeshare scam. What? So eine No, Timeshare. that can't be. Ist das sowas I wie did enter that Airbnb, contest. nur von früher? Hold on. My husband is unsure if this is really true. I mean, you do hear a lot about phone scams these days. We'll do our absolute best to take away all your concerns. You've got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be immerhin sending an ein extra Gewinnerbrief, special das ist gut. envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier. Gibt's noch ein bisschen Geld dazu? $500 check covering $500! Nimm das Geld und renn, Mädel. Die hast du auf jeden Fall. It most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. Ah ja, lass mich raten, es ist über Silvester. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment. And I hope this answers all of your questions for now. Okay. Congratulations. Die ersten zwei. So, die ersten 2 Septemberwochen. Im eigentlichen Spiel spielen wir ja die Tochter, die den Job vom Vater macht, weil der in Urlaub geflogen ist, nach Florida. Das ist. Okay. Oha, das ist Robert! Sorry, honey. Robert, I can't komm! celebrate with you right now. Ja. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. Ja, aber sowas von. I will Achso. hold you to that. Have fun on the ice, son. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Ja. So, gut, dann gehen wir jetzt mal Eis an. Ich muss hoffen. Ich hoffe, dass wir nicht. Ooh, boy. Drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Ja, okay. Lass uns einfach irgendwas fangen und schnellstens wieder abhauen. Das hab ich, bist du sicher, dass das Feuer nicht das Eis schmilzt? Genau das habe ich mich auch Are gerade you gefragt. sure that the fire won't melt the ice? I didn't bring my swim trunks. Don't worry, Thomas. He travels mostly upwards. And hopefully also in our direction. Ja, aber nicht, wenn es so weit weg steht. Wieso habt ihr das nicht zwischen euch? Achso, weil da die Angeln stehen, ja. Aber ich hätte die Angel einfach links hin für Thomas und rechts für Robert und hätte dann das Feuer in die Mitte gestellt. Ich meine, ey, was weiß ich schon von Körpertemperatur halten. Egal. Lagerfeuer und Gitarren. Nicht gerade die besten Erinnerungen, findest du? Wird das nicht die ganzen Fische verscheuchen, wenn wir jetzt Musik machen? Ja, ein bisschen Gitarrenmusik wäre jetzt nicht schlecht. Oh ja, ein bisschen Kumbaya mal oder so. Guitar tunes would sound nice right now. Ich kann ja singen, wenn er wollt. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Hat er gelauscht oder was? Das Fenster war nicht offen, es ist kalt. Two-week Haben trip. bestimmt gerade gelüftet. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Na, hast du lieber kalt oder wie? Würdest du lieber woanders hin verreisen? Du würdest lieber im guten alten Providence Orks bleiben. Das sag ich jetzt. Guck, der hat Holzfällerhemden an. Der will nicht in der Welt rumreisen. You'd rather stay in good old P.O., huh? Yep, I'm perfectly happy with what I've Dachte got ich mir right doch. here. Ja. Oh, jetzt ein bisschen hier vorschattieren. Foreshadowing. P.O. ist toll, aber kann man hier auch gut jemanden kennenlernen? Vielleicht meine Tochter? Die dich dann abserviert? Wir haben ihn nicht abserviert. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Wir haben ihn nicht abserviert. Wir haben uns für jemand anderes entschieden. Aber trotzdem gesagt, du bist ein toller Kerl. Wir haben ihn absolviert. So. Komm, nicht noch Salz in zukünftige Wunden streuen. Yeah, I'm not always perfectly sure about that. Could be that I'm a little stuck in my ways. But at least I'm not desperately looking for
the one, you know? Ach, jetzt fängt er damit an. So. Ja, das ist ja gut. Es ist gut, dass du nicht auf der Suche nach der einen bist, denn du wirst sie leider nicht finden. Tut mir leid. Yeah, just give it a little time. Bist Or a gut zu lot. reden. Nothing wrong with that. Ja. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Junge, das wird nicht vorkommen, dass deine Traumfrau einfach mit einem Paket unter der Hand an deine Tür klopft. Ich meine ja nur, das wird nicht vorkommen. Das Lotterielos mit dem Hauptgewinn zu angeln wäre auch schön, ist unwahrscheinlich, aber man weiß ja nicht. Certainly. Komm, ich muss ihn ja nicht ganz irgendwie zerstören. Der hat immer noch... But you never know. Ach, er Let's ist drink to einsam. that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Woher weiß er denn von meinem Flachmann? So, Ha! Finally, a sensible remark. Cheers. aber Now let's catch a fish and get the hell out of here. Aber echt, ey, es ist saukalt, ne? So. Oh, das ist ein schönes Abschlussbild. Das gibt der Thumbnail, das kann ich euch jetzt schon sagen. So. Samstag, 28. Dezember. Morgens. Thomas, you have a minute? Morgen machen wir da weiter. Nicht jetzt. Okay? Hast du verstanden? Gut. Sorry, ich wollte jetzt hier nicht die, wie heißt das? Die Laune. Wir sind gerade so schön in Fahrt. Aber guck, 37 Minuten. Nach meiner Rechnung muss man noch 1-2 Minuten wegschneiden, weil ich vorher ja, ist auch egal. Hopp, bis morgen. Was steht heute an? Ich weiß es gar nicht. Aber was gibt's, solange ich dadurch keine Ärger bekomme? Oh, ich glaube, der will da wieder über Feuerwerkskörper reden. Das wird interessant. Da rede ich gern drüber. Dann sage ich mal, nee, das war der Pilzgruß. Wie ging? Ah ja. Postmanngruß. Tschö.